grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Buam. Ihr seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wiener Schmäh. Die Quetschen kriegt ein super Fell, die Kontrapumpen hinten rein. Ob's Gesang geht, ist auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buam. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche Wiener Herz. Ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Knie, so dass man's Herz und Open spielt. Das Wienerlied, das Wiener Herz erwöhnt. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buam. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben, am Pfingstmontag im Jahr 2023. Jawohl, bei der Pawlatschn Nummer. Ui, Ne? siehst du, das weiß ich heute nicht. Siehst du? Ui, 173. 103. Glaube ich. Benno, ja, glaube ich, ist gut. Ja. 173. Ich hoffe, ihr habt das Pfingstwochenende schön verbracht. Ja, hoffen wir. Krönender Abschluss heute die Pawlatschn für uns, muss ich sagen. Ich freue mich immer wie narrisch drauf. Ich glaube, du auch. Ich freue mich immer auf die Pawlatschn. Pawlatschn ist immer leibend, das taugt mir immer sehr. Und wir haben ja, wir wollen schon den Heiligen Geist würdigen, nicht? Also das ist ja, Natürlich. ist ja schon natürlich was, also hoffentlich schaut auf uns auch ein bisschen, nicht? Ja. Wir haben einige, sozusagen, es sind ein paar Sonnenstrahlen aufgegangen, wenn man so will. Es hat sich ein paar Verbesserungen ergeben, deswegen heute auch das Honda-Kappel, da kommen wir später noch dazu. Ja. Aber bevor ich diese ganze Geschichte und da erzähle und warum heute nicht der Franz Brandwein dabei ist, da hätte ich sagen, da brauchen wir vorher ein Flascherl Wein. Ich wollte gerade sagen. Ein Flascherl Wein. Ich werde sofort, bitteschön, da die Kamera, fürs Danke Kamerakind dir. Patrick. Ich Warte mal. danke dir. Kamerakind Patrick. Nein, das ist nicht der Patrick, das ist mein Ding. Wo ist sie jetzt? Jetzt da. Ja, Jawohl. Ich mache mich sofort auf den Jawohl. Weg zum Weinkühlschrank. Bitteschön. Jawohl. So da. einmalig. Da schreitet er voran. Jawohl. Hoffentlich die richtige Not. Und. Noch was gelüstet dich? Du nimm was nimmst, nimm was. Das ist ja aus dem Hause Schilling. Jemand gemischten Satz wieder. Ist das so, jawohl. Ist das so aus dem Hause Schilling, Weingut Schilling in Strebersdorf. Jawohl. Einmalig. Ja. Ja, mein Kind Patrick in absoluter Perfektion macht er Das blind. Ja, kann man sagen. Ist sehr gut Bitte gemacht, schön. Patrick. Da kann ich jetzt mein Handy ausstecken, nicht wahr? Das geht. Ja, wir haben heute. Ich bottel gleich an. Bottle mal auf. Ich bottel an. Pass auf, ich fasse auf die Schnelle zusammen. Es ist ja so, also ich wahnsinnig Fußmarot, ich war krank in den letzten Wochen und dann bin ich gesund geworden und das war ziemlich genau 2 Tage bevor mein Munkelein aus dem Spital kommt mit den Gruppen.
hat sich bei mir ein Trauma gemeldet und auch. Nicht hatschen können, gar nichts. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Bauamt hat einmal Was fast. heißt, aber Das war das schmerzt nicht lustig. Wahnsinn. Und, aber jetzt bin ich auf Cortison, was ich ja, weiß ich nicht, die letzten 5 Jahre schon nicht, oder 10 Jahre nicht. Und haben wir vorher noch Novalgin-Tropfen reingehauen, wegen den Schmerzen. Wird dann nicht mehr helfen. Nein, weil es gilt die alte Regel. Novalgin hilft auf die Schnelle, trinkst du drauf gleich eine Butelle. Deswegen trinken wir jetzt einmal auf Novalgin. Fangen wir mal. Zum Wohle. Und dann gleich auf euch auch, natürlich ist klar. Jawohl. Ich habe nichts getrunken, natürlich. Die ganze Zeit nichts getrunken. Aber passt auf, chronologisch. Wir gehen einmal das Gesundheitliche durch, weil da möchte ich euch bitten. Man merkt, wir gehen Richtung 50. Richtig, ja, das richtig. ist. Na, Patrick geht's besser auf jeden Fall. Das kann man sagen. Ne? Bist auch wieder Ich fit, bin seit ne? Wochen schon wieder Ja, du warst der fit. Erste. Ja, Wochen. Du nicht. Das stimmt, aber ist ja so. Magst du Ding, nicht? Aber Ja, ist ja so. bist du auch fit? Schon, ne? Ist ja nicht gelogen, ne? Ja. So, dann. Mein Mundgelein ist aus dem Spital heraus Ja. und bewegt sich wie eine Kaiserin mit die Krücken in Honderot. Krücken in Honderot, das hat das Spital brav gemacht. Wir harren sozusagen nur mit dem Reha-Termin entgegen, wann er kommt. Dann, also Mundgelein. Dann, ich bin auch wieder am Weg der Besserung, wenngleich auch noch halt ein bisschen lediert und so. Dann geht es meiner Mama auch wieder viel besser. Was haben wir noch? Ja, ansonsten auch, also keine negativen Geschichten. Aber da waren jetzt viele Sachen die letzten Wochen. Furchtbar. Und darum möchte ich euch bitten, haut eine gern rote Achteln für stellvertretend für alle, denen es jetzt besser geht, wieder nach den Tagen, nach den schlimmen Genau. Ja. Und weil ich die Daniela Schlögl, dass ich die Prinzip besser, die Pawlatschn ist, die hat mich ja wieder, ich war ja unverschämterweise. Reich beschenkt hat sie dich, kann man sagen. Ja, absolut. Ja, genau. Mit einem selber angesetzten Schwedenbitter und das ist ja ist zwar jetzt kein Cortison, ne? Aber für viele Dinge wirkt es Absolut hilfreich. gut. Daher Daniela, danke noch einmal, das war ganz leibend. Und ich habe es noch gar nicht auspackt, das ist jetzt fachlich genommen. Also, Ich habe es am Freitag schon abgeliefert. ja, ich weiß. So, pass auf, schnelle Begrüßung da im Chat. Alexander Hauser ist da, Susanne Fabrer. Jawohl. Alexander Hauser heute noch zum Mittag auf der Rax, glaube ich, unterwegs. So, auf der Rax. Die Marion Kriegelstein aus Göttingen. Jawohl. So, Susanne Fabrer hat schon vorher gleich die Achtel reingehauen. Danke schön. Georg Scherer, Robin, wieder in Wien. Dobradam, jawohl, grüß dich gut. Matthias Gerold ist da. Grüß euch. Heute mit richtigen Namen. Musikraum ist das, gell? Ja, Musikraum. Matthias Gerold. Servus, das taugt mir. Matthias Mariache, Glitsche, diese Bubbles ist am Start. Franz M., unser aller Franz M., den Auch ich als manchmal Karl M. bekannt. Karl M. Was kann ein langes Pfingstwochenende würdiger abschließen als eine 16 beim Pawlatschn? Dank der Franz. Meine Rede. Der Rudi Korb ist am Start. Die Momo M. Werner Wichtig, der Maike, hoffentlich auch mit der Justine. Uli Slonek, aus Wien, nicht aus Helsinki diesmal, aus Wien. Christi Uli, servus. Michael Unger ist am Start. Jawohl, Georg Scheurer, Fritzl Startguss. Na was, der Fritzl. Straßenhans, Landtalsturmer Markus, jawohl, der Maber ist da. Christian Summerauer. Servus, Christian. Bist du ja auch vertreten. Ja, wunderbar. Daniela Schlögl, schon angesprochen, aber Weltklasse. Die Megepemperten. Bin in Wien, genau, auf dem Badeschiff, ist gerade bald zurück im Quartier, melde mich dann wieder. Jawohl, schön, dass du dabei bist, Mege, wieder. Leibend. Und dass du wieder da bist. Spaziergang, der Spaziergang wird klar. Nein, siehst du, heute haben wir einen Schillingwein. Heute haben wir einen Schillingwein. Ja. Gertrude Woditschka, hallo ihr zwei, super, dass wir da seid. Liebe Grüße aus Wien, Trude. Jawohl, Gertrude, Weltklasse. Trude ist da. So, und da schaut die Achtel für euch. Ich danke euch vielmals. Jo. Ich danke euch vielmals. Wolfgang Karotzka, Barretter, freue mich auf den akustischen Kurztrip nach Wien. Sehr leibend, schön, dass du da bist, Barretter. Ja, das war einmal das waren die gesundheitlichen Sachen. Also wir sind am aufsteigenden Ast. Ich will es ja nicht verschreien. Und leider, aber ich habe halt, weil natürlich jetzt, das ist ja quasi eine Krankenstation, kann man sagen.
Lazarett, ja wirklich. Habe ich in Reha-Station. habe ich unseren Leibfiaker, den Franz Brandwein, habe ich ihm angesagt. Habe ich gesagt, du, ich kann nicht hatschen, mein Munkellein kann nicht hatschen. Das geht nicht, das machen wir nicht. Machen wir mal, wenn wir gesehen Das holen wir noch. Aber den werden wir heute, falls einer schaut, natürlich müssen wir ihn ordentlich würdigen, weil ja, ich meine, hat heute sein 50er. Ja. Hat heute sein 50er, wird jetzt gerade sich durcharbeiten vom Stall heim oder irgendwo, da hängt er immer. Wahrscheinlich. Und naja. So, Von den Stallungen in die Heimat noch runterkriegen. richtig. Jawohl. Schau, die Maggie ist mit der Maria beim Taschl am Donnerstag. Na, da sehen wir uns, Maggie, das freut mich. Das Leber des Kappel, ganz alles darf, ja, dank der Shit, das ist die nächste Der Geschichte. nächste Grund. Aber vorher trinkt man einen Schluck und spielt einmal ein Lied. Schluck. Also, wir können nochmal trinken, ich muss ja wegen. Was der? Zum Wohl auf Eigen einmal jetzt. Ich Das ist weiß gut vom Ich weiß Pawlatschn. Jawohl. Ich würde sagen, wir spielen gleich passenderweise meine Bahner. Können wir das überhaupt noch? Ja, werden wir schon hinbringen. He? Oh ja, glaub schon. Gerhard Blabol hat den Text geschrieben, den ich mir erlaubt habe zu vertonen. Und der wird heuer, warte, ist das? Ja, der wird heuer auf der Schrammelklang-CD, da gibt es ja jedes Jahr vom Schrammelklang-Festival aus dann auch eine CD. Also, wie sagt man das? Wo so verschiedene Lieder, also verschiedene Künstler sind. Sampler. Ein Sampler. Da wird der Sampler ausgebracht. Compilation. Ein Compilation, das klingt noch besser. Als Compilation. Und da wird diesmal drauf sein, meine Bahner, ja genau. Ganz klar. Na, dann reißen wir das aus. Ja. Ich hab nicht gewusst, was ich sage. Aber jetzt spielen wir es nochmal, ja? Wie geht's aus? In C. In C. A7. Kenn ich schon aus, ne? Da müssen wir noch arbeiten, aber das haben wir bald. Wenn ich zu meinem Doktor gehe, tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad, das ist alter satte Gewand. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich noch gleichgültiger wie deprimiert durch der Medizin, hab ich noch einen Termin. Himmelfix, ich spiel die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon weinen, aber tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit die altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestillt hat, und ich fühl mich gleich kommod. 3-4 Glas oder mehr, stell mir Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumper und gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie sagt, sei zu was nutz, mach dein Arbeitsdefizit wett und hilf beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster und darauf, schmeiß den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank, mein Gattin an. Himmelfix, ich spiel die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon weinen, aber tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit den altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, da geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestillt hat, und ich fühl mich gleich kommod. 3-4 Glas oder mehr,
stell meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus. Da geh ich pumper und gesund nach Haus. Jawohl! Fast gleich zusammen. Fast. Fast, und das passt natürlich zum Lied. Und, Absolut. Selbstverständlich müssen wir da auch gleich was trinken. Nicht? Beim Klang der Hörner, genau. Was ist mit Matthias? Was ist leicht? Ist was? Achso, nein. Ich habe mich da geklappt. Nein, das passt schon. Was haben wir da? Jawohl, der Spaziergang hat die Bahn eine mit der Achteln. Das ist Leihwand. Absolut. Karin Albertiner Priesterlik. Jawohl. Absolut Leihwand. Grüß euch. Jawohl, sehr gut. Jörg Scheurer hat gleich die Stützen rein. Nur die Kurbis, die Achteln, jawohl. Das ist nicht schlecht. Gestern ein Surbrati gegessen. Aber das schon, ja. Ich habe Mach nicht gegrillt. schlecht. Also ich war grillen bei meinem Bruder dann in der Kirche. Also Bashing. Da war ich mit meiner Frau Mama, also Mucke zusammengepackt. Sind wir mit meinem quasi Krankenwagen, nicht? Sind wir voraus, haben die Mutter abgeholt, haben in meine Klause gefahren, weil wir dachten, ich muss zumindest mal hinschauen und den Postkastel ausräumen. Er ist hingegangen, hat geschaut, Und und in der Umdraht ist wieder gefangen. Der wieder gefahren. Ja, das ist... Also der Wildwuchs, also das wird eine schöne Arbeit, aber wie auch immer, also Postkastel ausgegangen und so weiter und so fort. Da waren wir bei meinen Brüdern grillen. So, schon, Markus Pistone ist auch da. Jawohl, ne, eine schöne Woche noch die 16er Buam. Bravo, Markus Pistone. Auf jeden Fall, warum ich das Sonderkappern habe, das ist die nächste freudige Geschichte. Und da spielt der Heilige Geist mit. Geist mit. Also ich war am letzten Tag, glaube ich, wo ich die Uschi noch besucht habe, mit dem Onkelein. Am nächsten Tag habe ich es dann angeholt vom Spital, weil am Vortag war ich noch, bei ihr hat es noch gekränkt und alles, nicht, war ich mit meinem Scheißerl, mit der Manke. Natürlich. Ja, und beim Heimfahren, der Gürtelbrücke, stiebt es mir an, Motorkontrollleuchte an, hinter mir eine wütende Horde an Autofahrern, Verständlich. denen ich nicht schnell genug war und mir dachte, die wissen ja nicht, dass ich keinen Antrieb gerade habe. Ich fahre gerade mit dem Leerlauf. Kann er fahren mit der Fred Feierstein. Ja, Leerlauf bergab, da hat aber schon der Haxen da. Naja, so lange, dann bin ich dann zurück. Und jetzt kommen aber die lustigen Geschichten. Der Heilige Geist, der sich da eingemischt hat. Das ist ja gut. Ich habe es dann irgendwie geschafft über die Gürtelbrücken runter, bin bei der Klosterneuburger Straße, habe ich dort mit zugestellt. Mittlerweile hat es ja nicht mehr gekränkt, zumindest. Und man dachte, naja, was kann das sein? Dann schaue ich halt nach bei der Zündkerzen. Ist die Zündkerze das Porzellan gesprungen. Ja. Das ist für den Motor nicht leibend, das mag er nicht, wenn ein Porzellan reinkommt. Deswegen hat die Elektronik da abgeriegelt, also alles wunderbar, wie wir jetzt wissen, aber da habe ich mir gedacht, na scheiße, wenn das in den Motor reingeht, dann ist ja alles hin. Ein nächstes Motorrad und ist schon was, nicht? Und da habe ich gedacht, wird sicher irgendein, ich weiß nicht, wo das herkommt, nicht? Aber es wird schon irgendwie okay, aber es wird dauern, es wird nicht lang dauern. Dann rufe ich den ÖMTC an, nicht? Also rufe ich den ÖMTC an, komme irgendwann nach langer Warterei in der Warteschleife, nicht? Bis also einer unserer Kollegen Zeit für sie hat, nicht? Na, ich habe dann auch an, so ja, sage was los ist. Also, ja, gib mir mal die Clubnummer. Ich sage ihm die Clubnummer durch, da gibt es sagt er, Klaussteurer, von die 16er Buam. Sag ich, ja, das stimmt, nicht? Aber ich glaube nicht, dass das in meinen Mitgliederunterlagen steht. Sag ich, nein, ich bin ein Brennräumler. Und ihr wisst aus meiner Motorrad-Freundespartie sozusagen. Wir kennen uns über Facebook brennen. Na gut, hin und her hat er gesagt, nein, also pass auf, das muss man anschleppen, das ist nichts. Wie gesagt, wenn diese Motor kommt, das ist nicht gut. Das dann, im schlimmsten Fall ist dann Kohl mehr. Also gut, das ist der Motor nicht. Ja gut. Und er hat gesagt, das ist blöd natürlich nicht, weil halt ja, jetzt ist Saisonbeginn, die Werkstätten sind alle natürlich mit den Übergaben der neuen Motorradeln beschäftigt und so weiter. Wird wahrscheinlich im blödesten Sinn wird es dann eine lange Warterei, bis du halt wieder kriegst. Ne? Ein paar Wochen. Ne? Ja. Und ich, also irgendwie während des Motorrad müssen wir anschleppen und bringen wir gleich natürlich nach der jetzt in die Motorthek, wo ich so her habe. Ja, so machen wir das. Ich gesagt, wir machen da einen kleinen Schlüssel irgendwo dort in dieser Tasche reingeben. Und man dachte, ja, was ist, wenn das einer
Dann kann ich auch noch fladern, nicht? Und hat er gesagt, natürlich geistesgegenwärtig, ja, wo soll er hinfahren damit? Die fährt ja nicht, nicht? Bei der Mank ist aber so, wenn da einer stehen bleibt und 2 Leute haben, die Naja, ist, das heißt zwei, ist im Lieferung schon eingeladen. Das reicht auch einer. Ein Griff. Das reicht auch einer, nicht? Aber auf jeden Fall noch gut. Also, so. Na, am nächsten Tag ruft mich schon die Motothek an. Ich wollte ihn natürlich informieren. Nicht rufen. Naja, nein. Und hat er gesagt, 300 € deckt der Schutzbrief vom ÖMTC, deckt das Abschleppen ab. Ja. Und es kostet aber 309 nach der Netz. Das ist ja so. Nicht? 9 € wäre es erlösen müssen, so genau, werden wir leisten können. War aber kein Problem, weil dann am Weg am Gehsteig fehlt ja ein Zehner. Fehlt ja ein Zehner. Nicht? Also das ist nur doch gut, ist auch herinnen, passt. Na gut, dann bin ich mit dem Taxi angefahren. Nicht? Das habe ich nicht gefunden. Hätte ich auch gemacht. Ja, gut, ich glaube. Na gut, und am nächsten Tag ruft mich schon wieder früh der Stefan auf von der Motothek. Und erst, Klausi, kann das sein, dass dein Manke bei uns vor der Tür steht? Also haben die das schon am Vortag doch noch geliefert. Und er hat gesagt, ja, also ich erzähle ihm die Geschichte, schaut sich das geschwind an. Sagt er, also schauen Sie es heute noch an. Was die halt auch beschäftigen, aber wir werden das heute noch machen. Und wirklich, am Abend ruft er mich an, kannst du schon holen. Alles schon geklärt und alles natürlich auf Applaus. Applaus. Muss ich Absolut. wirklich sagen. Ja. Ich habe gesagt, ich kann mir es eh nicht holen, weil ich hatsch. Mit Man kennt, dass man drauf sitzt, aber schon ich kann da sitzen. Nein, aber sie steht schon im Hause. Deswegen habe ich heute das Honda-Kappel sozusagen nochmal als Referenz gebracht. Nicht Referenz, wie sagt man, als was sagt man? Erschleudert mit Wie sagt man nicht? Referenz erweisen, sagt man nicht. Ja, die Referenz oder die Referenz. Was erweist man denn? Respekt zum Beispiel. Nein, aber ich wollte Ihnen nur die bitte deppert. Als Dankbarkeit. Ja, nein, da gibt es ja das. Ich wollte Ihnen noch. Sagt man, Referenz sagt man nicht, aber so ähnlich. Flatulenz ist auch nicht. Aber Flatulenz würde ich noch erweisen. Ich bin der Trottel, das ist ein Wahnsinn. Naja, also auf jeden Fall, Honda, mein Scheißerl, morgen hole ich so. Und wenn mit dem Fuß, das wird schon gehen. Und Motothek hat wirklich schnellstens gehandelt. Also ich hätte schon längst haben können, sozusagen. Und das muss ich wirklich sagen. Das gefällt mich. So, tolle Geschichte. Also das sind lauter positive Sachen, aber ich lasse trotzdem mal runter das Kappel jetzt, weil ja was heiß ist. Vielleicht kannst du so hier hängen. So. Ja, hängt. Referenz erweisen. Ja, bitte, wie sagt man das? Hilft ein bisschen aus. Wird gleich kommen. Das ist ja Wahnsinn. Glaubt ihr bei einer NASCAR-Übertragung mal einen witzigen Satz als Kommentator, den ich jetzt auf diesen Stream ummünze? Mein Nachbar hört Wienerlied, ob er will oder nicht. Jawohl, bravo. Wohl mein Staff, genau so. Das ist krass. Ganz genau so. Ja. Das passt. Die Kleine, die Mega, die ist ja 3 Tage lang Heiligen Geistlied auf der Orgel gespielt. Ne? Logisch, ja. Sehr leibend. Schau, Weltgate ist da aus Linnich. Dankeschön. Na gut, pass auf, ne? Spielen wir was nicht, sicher. Also, wie gesagt, geht eh alles gut aus. Aber ist so ganz. Nein, es ist gut. Es ist alles noch. Geht alles sehr gut aus. Ja. Geschäft rennt auch ein bisschen an, muss man auch sagen. Ja. Der Juni gut, ja. Ich meine, wenn der Juni der einzige Monat der Juni bleibt. ist wieder nein, schon mal nicht. Ja, man da August, September ist auch schon wieder. Also. Nein, aber es geht voran. Und das ist wichtig, weil jetzt wirklich, jetzt war ein langes Tal. Ja, und ich meine, schauen wir mal, astrologisch ist es ja noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Theoretisch nein, noch. Es dauert noch ein bisschen. Kriegen wir noch mal ein paar rein. Schauen wir mal. Schau, ich habe weniger Action. Wow, das ist ein schön jetzt. Nochmal. Ein Glockenklang. Ja, was denn? Nicht der Heilige Geist ist da. Pfingsten. Schmeckt mir heute sehr gut. Referenz. Ja? Referenz erweisen. Was habe ich gesagt? Referenz. Habe ich gesagt, Referenz. Ja, ich habe gesagt, Flatulenz ist nicht. Ne? Flatulenz nicht, aber es wäre nicht auch nette Geschichten. Ja. Der meint, das ist die Götter gut mit dir, Klaus. Ja, gell? Daniel Schlegel, das ist eindeutig. Das sind sehr viele Synchronizitäten, wie der Karl Gustav Jung gesagt hätte. Ne? Auf jeden Fall, das hat alles hingehauen, aber ja. Und jetzt hoffe ich, dass halt der Fuß, jetzt nehme ich halt, jetzt nehme ich noch bis Mitte Juni, nicht, bin ich jetzt nur auf Cortison. Das ist halt das Einzige. Aber das muss man dann so. Wenn man das einmal in seinem Leben nimmt, 2 Wochen ist das wurscht. Ne? Ja.
Sag ich einmal. Ja, sicher einer von dem her. Aber halt das mit Trinken ist halt leider, ne? Ja. Ja. So, was sagt der Olmersdorf? War leider nicht von Beginn weg dabei, hab daher nur nebenbei gehört, dass ihr angeschlagen seid. Gute Besserung, rasche Genesung, die Bumm. Ja, Olmersdorf, danke dir schön. Wir sind schon früher am Weg. Eigentlich schon nicht mehr angeschlagen, kann man sagen. Also es ist eigentlich schon wieder... Ja, nein, wir sind. Also ich bin ein bisschen lediert, achsentechnisch, aber ja, wie gesagt. Und mein Munkelein ist auch da flott unterwegs mit den Honda-Stöcken. Quasi ein Zweizylinder kann man sagen. Zweizylinder, nicht? Also, nicht, wenn man 2 Gruppen hat, 2 Zylinder, einmalig. Ja. Und ich jetzt hoffe halt nicht, dass ich schon irgendwann auch dazu komme, dass ich mal Kawasaki fahre. Nicht? Das steht jetzt in der Klausel. Das ist ein Wahnsinn. Der Munro ist da, jawohl, Thailand ist vertreten. Christi Munro. Schau, Lienich ist 60 Kilometer von Köln und 40 von Aachen. Also zwischen Köln und Aachen. Grönangstadt. Ja. Na gut, pass auf. Was machen wir, Patrick? Was machen wir? Ich habe eine Gagel weiß lackiert. Nein, so fängt es nicht an. Ich habe eine nagelneiche weiß lackierte Bumm. Wirklich, so fängt es an? Der erste Zeit? Ja. Mit der werde ich jetzt erzählen, was ich kaufe. So fängt es an. Nein. Oder? In meinem Haus, da wohnen so, lauter ja. fesche Puppen. Auf vielen Minenstraßen Nummer 104. Ich brauch einen Rahmen mit der Moped-Huppen unten. Schau so die Puppen wie die Wüten vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneiche weiß lackierte Bunne. Mit der werde ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bunne ganz eine Eiche, das Betone. Wo schwingt die auf die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streckt die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums Zöferhaus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang, weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ich bin der Reinigung und der bitte der Reinigung und der Auspuff so leicht verliert. Das schönste Stück. Ich sing schneller, als was ich singen kann. Das ist ein Wahnsinn. Schon bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schaut rein wie der Vernandel. Dabei bis mir meine Puppe hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt ein Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorn bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich mit Raumdecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbel und die Leiter putzen frei. Ich fahr eine Superfahrt mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat den Luftdruck um die Erde. Da kommt der Baum, den Scheibenzaun, der hat erlebt. Jetzt ist mein Vorderradl hinten, ich fahr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stirn klar der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiwi. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, ich hab einen Tibi. Jetzt nimmt's den Kiwi weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann er ist schön, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort an meiner Bonne, wer was weiß, ich hab die Bellone. Meine Hände können da sein, und das Moped muss noch da sein. Meine Achsen können da sein, und die Kraxen muss noch da sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Jawohl, der Moped stark. Gratuliere. Dankeschön, aber Auch gut umgekommen hat das noch. Aber ich bin immer noch. Aber der Markus Bissoni sagt so richtig, der Verhaspler der Tradition gemäß. Richtig. Ja. Richtig. Auffrisiert, sagt der Spaziergang, ganz genau. Schau, ein paar Achteln kommen rein. Ja. Habt euch echt gefällt. Ja. Jawohl. Aber schau, Susanne Faber, ne? Die Kappe runter, euer Bild hängt schief. Ne? Macht ja nichts. Mut zur Schiefität. Nein, das passt schon.
Naja, das ist nicht ein Gegengewicht. Nicht? Das ist quasi Physik. Nicht? Das passt schon. Machen wir ein Gegengewicht. Ja, ein Gegengewicht. Naja, nicht wirklich. Ja, probiert hast du das, Patrick. Probiert hast du das. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Ja. Naja gut, ein starkes Monat, Gott sei Dank steht vor uns. Ja. Was haben wir alles, Viel, Patrick? viel Arbeit. Was Also gibt's die alles? Woche haben wir beim Taschler. Ja. Wochenende private Auftritte, wunderbar. Geburtstage und Co. oder so. Ne? Sonntag in Sierndorf an der Mark, in der Köllergassen, Frühschoppen ab 11 Uhr. Richtig. Mit uns, ja, freue mich schon irrsinnig drauf. Richtig. Wunderbar, wunderbar. Lendnerchorl ist dieses Monat auch wieder. Ja. Was ist noch dieses Monat? Es ist mir sehr Nein, viel. das Monat haben wir einiges. Ja. Es ist Monat haben wir sehr einiges. schön. Sehr, sehr schön. Und ja, der Arschler ist eh klar. Ja, ist auswendig weiß ich es auch nicht. Auswendig weiß ich es auch nicht mehr. Bin da schon nicht mehr. Aber schaut auf unserer Homepage bitte. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich alles aufgeschrieben habe. Ah ja, die Öffentlichen sind schon um. Ich glaube schon, die Ist Öffentlichen alles sind um, ja. Ist alles um. Ja, dann haben wir ja heuer auf jeden Fall noch mit Hans Ecker Trio gemeinsam. 15. September, glaube ich. Ja, ich glaube, weil die haben ja 30 Jahre. 30-jähriges Jubiläum. Ein Jahr Für uns, ja. älter wie mir sozusagen. Ja. Und da dürfen wir gemeinsam auch auftreten. Ich glaube, das ist im Martinschlössl. Im Martinschlössl. 17. Bezirk. Also, das steht noch nicht auf der Homepage. Das habe ich noch Das nicht steht noch nicht aufgeschrieben. da. Das kommt auch noch. Also, es wird rund gehen. Es gab ein paar nette Rückmeldungen auf das bayerische Fernsehen, also auf unsere Brettlerspitzengeschichte. Hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ja, und ansonsten war ich eigentlich nicht, bin im Bett gelegen. Also es ist ein Krampfmonat. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Und das war so, weil ich war so grippig quasi, nicht, war krank. Und so Ja. ja. Du ein bisschen Da kann von man, mir, gell? ein bisschen von dir, ja. Da kann man noch ein wunderbares Auge dazu einmal. Das war aber nach 2 Tagen wieder weg. Ne? Ja, Das Gott sei sei Dank. Aber bei mir war es halt wirklich so, ich bin im Garten gesessen, noch viel Arbeit von mir, war ja noch die ganze Winterding, nicht? Also Ja, ich habe noch nichts gehabt gehabt. Bis vor Nicht? 2 Wochen war ich im Ja. Garten, bei mir auch noch nicht wirklich. Weil das was Wetter zu war ja machen. Das nicht Wetter war drin, nicht danach. Und wenn man dachte, das Thema Munkelein im Spital, nein, ja, bis heimkommt, habe ich da alles hergekriegt. Pipi-fein. Ich meine, ich habe viel gemacht dann, aber mit ähnlichen Achsen, nicht? Und alles weiter. Und eben und dann bin ich gesessen und habe mir gedacht, das gibt es nicht. Ich bin gesessen mit einer Zigarette und einem Kaffee im Glashaus noch, Das kalt war. weil es noch frisch war, was war schon so. In einer Orangerie bin ich so gesessen und habe mir gedacht, weißt, heute endlich fühle ich mich eigentlich gut. Und jetzt muss man der Haxen auch noch weh tun, das gibt es nicht. Und da habe ich gesagt, und habe meinen Haxen angeschrien, also da haben die Nachbarn alle geglaubt, jetzt trat er durch der Klase. Ja. Habe ich angeschrien und gesagt, was ist mit nein, ich gesagt, ich weigere mich. Und ich meinen Fuß angeschaut und gesagt, ich weigere mich, dass ich jetzt nichts machen kann wegen einem Fuß, damit ich wieder niederlege oder wegen einem Haxen. Und dann habe ich also Rasen gemacht und die Terrassen gemacht und die Pflanzen raus. Das Glashaus gemacht. Und es könnte natürlich sein, dass es oft viel war. Ich werde ein bisschen zu viel fahren wieder. Weißt du, so ein Kaltstart quasi. Ja, quasi. Von 0 auf 120. Also ich habe zu viel geweigert, mehr oder weniger, nicht? Und dann ist nach 3 Tagen dann gar nicht mehr hatschen können. Ich sage, na, scheiße. Aber auf jeden Fall, ja. Wie auch immer, hängen wir nicht in der Vergangenheit. Nein, gar nicht. Es ist alles am Weg der Besserung und das ist leibend. Wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts. Mir geht's gut, ja. Ja, Ich muss ehrlich sagen, mir geht's gut. bravo Patrick. Ein wunderbares Wochenende hinter mir. Ja, frisch und gesoffen, Leute segiert, ne? Schön, ja. Feuerwehrherriger in Ladendorf, ja. Die Tanten in Ebersdorf am Nachmittag dann noch einen wunderbaren Rhabarbertopfen, Strudel und ein Kaffeetschal. Klingt gut. Ja, und am Abend habe ich zum Adi Graf geschaut beim Heimfahren da einen Stunde gestern. Ja, herrlich. Ein wunderbarer Sonntag gestern. Wunderbarer Pfingstsonntag, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, Ich habe das sehr genossen gestern. Ja, ich habe den war gestern auch schön, genossen, war aber, schön, war aber schön. natürlich, wie ich das groß gesehen habe in der Klase, habe ich mir gedacht, ich fahre wieder. Das hat keinen Sinn. Also, wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Bringen wir schon zusammen, Patrick? Bringen wir es zusammen? Bringen wir's zusammen? Nein, ich glaube Bringen nicht. Auswendig nicht. Bist du Noten? Ich brauche schon die Noten, ja sicher. Man holt die Noten. Was ist mit Vorspiel? Komm. In welche Ton C, glaube ich, oder? Das ist jetzt Du fragst mich so, jetzt willst du mich wie. Nein, geh. Ui. Falsche Ton.
Wird schon. Allmeist darf, da ist wieder was angerichtet. Da ist wieder was angerichtet. Der Munro schon, ich war auch 2 Tage krank, hab zu viel gesoffen. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Munro, das ist natürlich ein Wahnsinn. Also bist du bereit? Ja, geht, ja. Auswählen ist nicht schlecht, aber viel auch. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich. Mach die Noten, die kannst du nicht auswählen. Ja, ich wollte nichts sagen, ich mir gedacht, ich höre es nicht, aber das war schon. Wo ist denn das drinnen? Ja, was war es? Da muss es drin sein. Ja, wenn wir gehen haben, meine Lieben. Ich brauche Schafe im Garten, ja. Das stimmt dann nicht schlecht, aber das Problem ist, was ich Das sehe, jetzt hat war die ich Schaf- über einen Monat nicht dort. Aber das Problem ist, wenn du die Schaf hast, irgendwann ist das kahl gefressen. Was macht er dann? Ja, und dann vor allem, wenn ich dazwischen nicht kommen können, dann verhungern sie mir. Ja, das ist da nicht drin. Oh ja. Ja, das Der gleich. hat das ja das. Was ist? Ich kenne sich nicht Nein, das ist nicht drin. Da. Sehe ich es nicht drin? Nein. Wo soll das sein? Jetzt, was weiß ich? Ich gebe dir die Noten. Ja, gib mir die Noten da her. Wieder aufgerannt, ne? Bewegung ist gut. Aber der alte Bauer. Bewegen Sie sich ihnen. So. Nein, da ist es, das ist da nicht drin. Was weiß ich, wo das. Oh ja, ich hab schon. Da. Was ist das? Ja. Na gut, dass ich aufgestanden bin. Das macht nichts. Ich schau, dass du gesund bleibst. Ah, das so wie es da steht. Na gut. Ja, ich gehe, ne? Ja. Ich war schon wieder. Was kann ich da? Aber da sieht man, das ist das Arbeitsbuch. Weißt du? Ja. Das wird, der Allmeister hat sich ein Lied gewünscht, noch hat jetzt was davon. Ja, jetzt habt ihr es. Bedankt sich bei ihm. Der Karl-Itzeberg sagt, der Spaziergang, jawohl. Der Herr nicht will, war eigentlich auf die Leiden von Klaus bezogen, weil er meinte, er würde gerne, aber nicht. Es geht noch nicht ganz mit dem Fuß, aber danke für das Lied. Ja. Schau, der Franz Ebert gleich geschrieben, 162. Der hat das schnell. Jawohl. Ja, Allmeister, Jawohl. das ist lieb, dass du das so gemeint hast, aber jetzt müssen wir das Lied ausspielen. Aber Patrick, was ist das? Ich sehe nicht, aber es geht schon. Ja. Gehen wir es an? Ich bin bereit. Jetzt? Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich. Doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt. Und doch ist die bucklige Welt kugelrund. A jeder Mensch hofft und a jeder Mensch strengt. Und viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt all das Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wann der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nichts. So war es immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Schrei nicht bleib schön stumm, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Weil der Herrgott weiß immer warum. Zwischenspiel bitte. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Drum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halte still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick.
beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Und der Herrgott nicht will uns das gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, denk es war nix. Wenn du nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. Ja, wenn ich was hängt, etwas auf eine Erleichterung. So sagst es du, andere sagen, was du spielen könntest, was auch erleichtert. Aber alle Achtung. Alle Achtung. Kannst du mir gratulieren? Ja, viel gratulieren. Ja, kann er. Gratuliere dir, dass du das Buch mitgenommen hast. Ja, die Achtel fallen rein, erst. Ja, das glaube ich meinen wegen mir. Das ist ein Mitleid wahrscheinlich mehr. Schau, der Manfred Graf, das ist auch dabei. Da spät wie so oft, aber Hauptsache überhaupt. Richtig. Lautstärke, Servus an euch beide, sowie alle Pawlatschisten, bravo Manfred Graf. Oh je. Lampertin in Zeisalbum, silberne Kandel. Ja, die Achtel, jawohl. Ernst Arnold Reloaded. Manfred Graf, das kann man so sagen. Ein Schluck kann man noch nehmen. Ja, erst pass auf, ich werde austrinken, weil. Jetzt schicke ich mir ein bisschen mehr ein. Was das ist. Dankeschön. Bitteschön. Schau, so ein Rainer ist auch da, jawohl, die Gabe. Grüß dich Gott, servus. Naja, bitte, so was. Ein Schluckerl müssen wir trinken jetzt. Ja. War eine schwere Anstrengung für mich, muss ich wirklich sagen. Das Wasser erwischt gehabt, aber das gehört eh. Muss ich ja. Sehr zum Wohle. Aber das stört mich zum Beispiel immer bei so Beipackzetteln. Da steht man immer, soll kein Alkohol trinken. Ne? Steht aber nicht warum. Ja, was macht das jetzt da? Weil es ist ja ein Unterschied, ob es jetzt zum Beispiel. Wenn es wirklich gefährlich ist, steht es drinnen. Ja, steht immer drinnen. Nein, da steht der Grund drin, wenn es gefährlich ist. Steht der Grund. Habe ich noch nie gelesen. Kann die Wirkung verstärken oder so. Ja, das war dann bei der Wahl. Da kann man dann ganz stark werden. Ja, okay, stark. Bei manchen kannst du die Wirkung noch aufheben. Das ist ja so. Ja, das war vielleicht blöd. Ja, na, aber Kortison kann es nicht aufheben. Bei Novalgin schon. Novalgin, Schmerzmittel. Ich weiß ja. Wobei, was Lieber ein Rausch als Schmerzen. bei einer Mephenaminsäure zum Beispiel, das ist wurscht. Ne? Das stimmt, das ist das Backement. Ja. Mephenaminsäure. Ich bin ja halber da, was der. Er hat das schon gelernt im Laufe der Jahre. Schon mal gehört. Was sagt ein Glitschi diese Balls? Irgendwas mit beim Klang der Güldenen, oder wie heißt das leibende Lied? Beim Klang der Güldenen? Beim Klang der Güldenen? Ja, das weiß ich nicht. Ich Glitschi, das weiß ich nicht. Da fällt mir wirklich noch. Nein, da fällt mir jetzt auch nicht ein. Und ich bin gut. Ja. Im Klang der Güldenen, ne? Das. Mir gefällt Ernst Arnold Reloaded. Manfred Graf. Absolut leider. Ernst Arnold, der Urheber des Liedes. Dann machen wir mal die Lampartie, ne? Dass wir mal da reinkommen. Wir fesch, schwarz und lustig in früheren Jahren sind wir am Sonntag aufs Land rausgefahren. Kein Rad und der Döff und kein Stand vom Benzin, kein Mensch und kein Viecherl war hin. Am Zeisel, wo war die ganze Bande beieinander, zum Essen ums Mittag dann Kriegsproviant, zum Anflug nach Hofsbrot bei fast eine Stunde, verhüllen sind die Kotzen und die Hunde. Zuerst der Hausherr und Knefrau, dann der Gradl trug ein Blas, seine beste
weiß ich noch, der war dabei, Kinderstucker, Zähne gleich, der Friseurkühl von Brigitte, hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bocker mit der Rieselnose sitzt vor ihm der Hofmusikant. Der tut auf sein Poster bloß ein Lied, das jedem bekannt. Ja, da hupt's am Dollar und ein Schuh in Schein, da gibt's eine Gaude und da wird's gemütlich sein. Hallo, auf geht's mit das Fäschenklassen. Oh, weiter, da gibt's eine Gaude und da wird's gemütlich sein. Am Friedhof dort wohnen, Künstler und Hakler, Generaldirektoren, jeder tut sie freundlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man hier was ins Kerbel rein, ja bei der Zinse kehrt man gerne ein. So blau, mit Zinse, aus Stadtblau. Geh mal! Die Kleid dazu, für die war ich sowieso oder war ich nur ein depperter Bub. Spar da die Tränen, die an deinen Schänen, die liegen wunderbar. Find zurück zu dem Alten, der soll auf die Alten, ja, längst vergessen, wie schön's mit dir war. Jetzt auf Englisch. Na 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 na, na 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 na. Für die war ich sowieso oder war eh nur ein depperter Bub. Spar da die Tränen, die an deinen Schäden, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die Alten, ja, längst vergessen, wie schön's mit dir war. Reblaus, A7, ne? Wurde gewünscht, spiel mal glatt. Ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gern eine Flasche Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar soll doch sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu tun, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Im früheren Leben ein Reblos gewesen sein, sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tut den Wein ja nicht trinken, sondern beißen. Ich hab den roten grad so gern, ich servier den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich ein Reblos gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hat den Kompolzkirchner ich so vom Herzen gehen,
Und wenn ich stehe, möchte ich bloß wieder wählen. Wieder aufs A zurück. Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit sanfter Hand mir manches abgewöhnt? Du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt? Du. Wer gibt mir nur du? Wer hat mir Recht auf mein Leben? Nicht du, du. Hab ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich heute. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Oh, irgendwann werd ich mich ändern, ist über den Kanal. Und der Grund dafür bist du. In ein ganz kleinen Gassen am Lichtendaler Grund, da war's ein Wirtshaus zum silbernen Kandel. Die Wirtin und das Dächterl waren schmackig und rund. Der Wirt war ein kreuzfeines Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig beim Tisch. Wenn nirgends das Weindel so gut war und frisch. Und das Essen war billig und gut, wie es der Wiener heut gern haben tut. Wer einmal nur dort war, ja, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel in Lichtental. Du liebes schönes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem heutigen Schlag gesinnt. Jetzt mal wieder für die Susanne mal wieder. Streiten sein, du hereingerester Jux, für groß und klein, jeder Schimmen euch lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie mir kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringgespiel, das ist ein Hitz und kostet viel, da will auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann, immer wieder vorbei und rasi du an selben Fleck, man kann sagen, was man will, ja, was schön ist so ein Ring gespielt, leider zu wenig Geld. Ja, wenn man unser Wehr bedroht, da war's kein Wunder, wann man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute.
am Kirntag rund am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Bachendl, ein golden Wein oder auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heim, wie es zugeht wird, da rund am Schottenfeld die 7. Ja, sehr. Rechts am Krieder Fabriken zugesperrt in der Nacht, wo die Weber gewebt haben Seidenschein. Aber sonst haben's viele, von Bachendl ist längst keine Spur. Jetzt liegt da jeder hinterm Tor, a gesöchte Blunzen, das alles hört. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Gefrettis auf der Welt, ja, ein Gefrettis, die Leute haben zu wenig Geld. Aber einer noch einen alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. A Kernfigur mit Stöhl benannt, hernach der Schmied vom Sonntagsgang, am Kind verlangt sie. Das ist schon so schwierig schon. Das überpfeifen wir und nicht gefällt. So war der Wiener Bürgersohn. Das ist stolz nicht übertrieben. Und schaut mal heim den Nachwuchs an, was ist und sie bringt. Ein Kegel mit einem Tragerhut, die Gestalt, die grenzt dem Missgeburt. Der Stiefel keine Absitzraum, das Tadler habt's vom Tadler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander stehen. Zum Auftrag jedens ein Masel fällt, ja die Leute haben's wenig Geld. Ja, ein Gefrettis auf der Welt, ja ein Gefrettis, die Leute haben's wenig Geld. C7, wir hier nicht auf, wir machen das durch, wir zeigen das durch. Der Patrick ist heute wieder zu. Ich bin schon wieder zu. Das liebes genau Lauf. gar nicht ein. Fällt grad alles ein. Hallo, der Retoulier, man hab ich Schädel weg. Da ist mir das ganz wurscht, weil die hab ich enttäuscht. Hallo, der Rico, ich bin schon wieder zu. Das ist mein Lebenslauf. Das ist ein Lebenslauf. Drum trink ich noch eine drauf. Bücher. Aber gestohlen hat man nix, genommen haben wir nix. Na, wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit Oder keiner erfreut. Wir tragen ein Platz Vierter, sind alle fix. Aber tun dann wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir mit Aufspritzwagen. Und im Sommer da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewissen. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Hast du was? Ja, sicher, aber schon 7 bist. Fisch
Fisch muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht. Seid's nicht fad, es muss eine Stimmung rein, oder tu dich an das letzte Dirsch noch an. Was in eure Hände schickt sich ein, Prost nix auf was wir gern haben, denn so jung wie heute kommen immer zusammen. Meine Schwester spielt Zither, mein Bruder Klarinett, der Vater schlagt Mutter, singst, das ist ein Quartett. Jetzt ist Bein da am Bahnsteig, wie komm ich mir vor? Ich wollte den Waggon sperren, aber die Tieren waren schon zu. Ist um eine Frau, die ist mir alles an. Da druckt's mein letztes Grau und spült's mir Haare aus. Du ist um eine Frau, die ist mir alles an. Da druckt's mein letztes Grau und spült's mir Haare. Mein Wien ist immer schön, da passt jetzt, könnte ich schön singen. Meiner Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und Wien brilliert mit seiner Pracht. Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum, mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Schleier wehen, Wolzer gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön, und man ist noch ein Im Herbst, da ist für mein Wien ein bunter Traum, mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, Wolzer gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Fritz Benekan. Theatralisch, dramatischer Abschluss eines spontanen Medleys. Ich habe mir Ein nicht alles Viertelstunden-Medley jetzt. Ja, ich habe nicht alles gemerkt gehabt, was ich gelesen habe, deswegen habe ich das dann. Schau, Josef Dadl in der Badewanne, ist er da, Josef Dadl. Sehr gut. Na, da trinke ich gleich Schluck. Ein Schluck auf den Josef Sofort, Dadl. sofort. Lass mich dann Badewasser schlürfen. Ich meine, Schlüpfe das Nummer. nicht vom Josef, aber. Also muss ich jetzt echt sagen, aber ich mag. Dadl-Pepe mag ja jeder. Das kann man so sagen, aber. Die Nummer heißt eigentlich Whispering. Nicht, ja, aber nicht in der Badwanne. Das Standard. Ja, ich rede gerade von den erotischen Ausbuchtungen von einem. Ja. Es gibt schon irgendwelche. Lass mich dein Badewasser schlürfen. Ja, aber das war. Schau, das Spaziergang. Leider nur mehr eine halbe Flasche Kuba um 44%, den packe ich heute nicht. Aber ja, Spaziergang. Stell dir nicht so an. Auf jeden Fall, ja gut, ich schaue nicht so die ganzen Kommentare ganz leibernfeucht. Ist der Spaziergang, ist da irgendwas im Wein oder geschrieben? Ja. Nein, ist nicht, wir haben auch noch nichts, also ich habe heute noch nichts getrunken. Nicht? Also, das ist Das ist ja Wahnsinn.
Ja, Ulmegi ist gerade in der U-Bahn, da tut das passt, die U-Bahn gestanden. Das Programm ist so mitreißend, dass ich fast vergesse, aber den Daumen hoch da zu lassen. Aber jetzt gleich nachgeholt, Markus Pistole, bravo. Ja, nein, es war wirklich ein Wahnsinn. Dazwischen, ja, kurzer Lachflash, wie man so sagt, heute sagt Lachflash. Wie hat man da früher gesagt eigentlich? Wo man so, was, hat man ja auch bezeichnet. Ne? Ja. Aber heute sagt man ein Lachflash. Lachflash. Am Zipferland wieder. Das war schon klar. Ja, da war es vorbei. Das war natürlich schon eine harte Geschichte. Und dann teilweise haben wir schon. Da Witz mit den Pudelhammer, weißt du? Ja. Pudelhammer sind leider aus. Zipfelmützen hätten wir, Zipfelmützen. Tut mir leid, das ist mir nicht kalt. Das ist mir alles in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf gegangen. In Bruchteilen von. Ja, was nicht durch den Kopf geht, in Bruchteilen von Sekunden, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ein Wahnsinn, ja. Josef Tadl, ja, super, sehr schön. Jetzt muss man sich direkt erholen, gell, von diesem. Die direkt erschöpft ein bisschen, nicht? Ja. War ganz schön, war ganz schön. Nicht, aber Ja, es kamen die Wünsche, nicht? Das haben wir da versucht in Weine. Wir können das ja weitermachen, wir können das nochmal probieren, wir spielen und dann kommen die Liederwünsche rein. Wir steigen Und währenddessen, also versuchen wir dann diese Lieder, es kann halt auch ein Problem sein, wenn nicht zu viel dann kommen, dass ich das ja dann nicht ausgeht. Ich muss ja das lesen können oder dann irgendwie einbauen können, aber Lachkrampf, Frisselstatus, du bist natürlich der beste Mann der Fritzel, ja. Weltklasse. Lachkrampf. Und man dachte, das, aber der Sixi deppert man schon gesagt, da hat man ja früher auch was gesagt dazu. Ja. Erst über einen Lachkrampf. Richtig. Genau. Da hat man früher mal gesagt, erst über einen Lachflash. Mein Lebtag nicht gesagt. Nein, Aber jetzt ein Lachkrampf. Aber es war ja, es ist wirklich schwierig. Aber Lachkrämpfe sind mitunter wirklich problematisch. Man meistens ist es ja lustig. Nur, das Problem ist, wenn du nämlich gar nicht mehr rauskommst. Also nicht, es ist also, jetzt magst du das Publikum, weiß es zu schätzen, lacht, das sagt, ja, sind auch noch Menschen, passt. Aber trotzdem, es ist Aber nicht angenehm. Nein, aber wenn du dann nicht mehr rauskommst, wenn du wirklich nicht mehr rauskommst, wenn du einfach sagst, das ist wurscht, das geht jetzt so weiter. Kann passieren, wenn der andere noch mit einem Blödsinn sagt, dann ist es natürlich. Und dann noch einmal vielleicht. Ja, das ist dann ist dann vorbei. Aber der Ulrich ist dazugekommen. Bravo Ulrich. Bravo Ulrich. Schluck. Ulrich kriegt einen Schluck. Dediziert. Schon warm. Was sagt man dedizieren dann? Dedizieren. Was wir vorher gesagt haben, Referenzerweisen. Referenzerweisen, ja. Ja, Referenzerweisen. Ja, immer was dazu vielleicht. Naja, ich muss auch Wasser, ich muss mir zwingen, Wasser dazu trinken, weil das wenn geht. es schon weg, ja, dann schenken wir gleich ein. Ja. Haben wir auch Wasser dazu. Jawohl. Früher hat man sich noch totgelacht, ja genau. Matthias Gerold, klasse. Totgelacht, ja. Aber es riecht ein Lachkrampf. Aber das ist wirklich hart. Also wenn du es hast, das ist wirklich auf einer Bühne, das ist hart. Das ist eh lustig, nicht? Und nachher lacht man auch wieder drüber, nicht? Aber dazwischen, und jetzt ist es lustig, aber wenn du dann nicht mehr rauskommst, das schaffst du nicht. Das ist dann hart. Und du musst dann irgendwie, und du musst dann auf einmal, und die Leute sind auch schon alle fertig. Es geht ja weiter, nicht? An jedem tut schon alles weh, nicht? Ja. Und du musst ja dann trotzdem im Programm fortfahren, sozusagen, ja. Weil es ist, ja, ne? Das ist ein Wahnsinn. Na gut, pass auf, dann hätte ich vorschlagen, wir fangen wieder an. Wir fangen an. Ihr müsst eine schreiben, Lieder jetzt da. Fangt mit einem an. Mit dem werden wir anfangen, wenn wir es kennen, wenn nicht. Dann wir fangen an. Nein, ich schiebe gleich die Verantwortung ab aufs Publikum. Habe ich mir gedacht. Du bist heute etwas schwächer. Naja, ich halte mich so absichtlich. Ja, ich verstehe. Also durch pure Willensstärke. Ich verstehe. Das ist der Buddhist in mir, der schafft es. Weißt? Ich meine, war klar, das schon kennen wird. Wenn ich ein Glas zu viel trinke, Josef Tadl, bravo, wenn ich ein Glas zu viel trinke, ist aber kein Lied, oder? Jawohl, aus der Badwanne, das taugt noch wieder. Josef Tadl. So, wir müssen noch warten, wir sind ein bisschen zeitversetzt immer. Ja, das ist so, das macht man. Otto Schenk hat gemeint, Brot sagen. Wirklich Brot? Das hilft dann? Ja. Beim Lachkrampf? Gleich drauf hat er merkt, die Geschichte erzählt, wo das überhaupt nichts geholfen hat. Brot. Brot. Beim Lachkrampf. Brot. Dann steht er vor mit den Lachen und fängt dann an, Brot. Schau her, der Staat. Dornbacher Pfarrer.
Ja, pass auf. Ja. Das ist ein Fernruhig, Herrgott, da Stein ist, aber ist schon wurscht. Ja, das ist ja kein Problem. Ui, Patrick. Jawohl. Jawohl, 5 Euro vom Ulrich Schmattes für die Buben. Dankeschön. Ulrich, danke schön. Ulrich, Weltklasse. Zum Dankeschön. Wohle. Schäberer. Schäberer für den Ulrich, Jesus. Jawohl. Bravo. Und ich blende das dann nachher ein, mein Schmatt, oder? Soll ich kurz einblenden? Ich blende es jetzt kurz ein. Patrick, lach einmal in die Kamera. So. Jetzt blende ich es wieder aus. Und das können wir nachher noch mal drüber reden. Nicht? Aber so. Na gut, hier geht der Staffel noch. Gut erst. Fangen wir nochmal an, Das ist ja? ein Wahnsinn. Alter. Asmol. In Untergrind raus, In einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen, da ist gelernt ganz verstaut, seiner Zierde beraut. Ein Herrgott, da stand ganz verlassen. ich habe mich deckt Und als Kind wird versteckt, mein Kinderherrl und meine Stuhl. Den die größeren Buben waren, auf die Stollen wie den Ohren. Als Kinderherrl hätten's mir gestohlen. Herrgott, da stand du nur allein, hast mich als Biber verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und mich an dich gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Missing. Und die Vögel auf der Straßen trinken gegen einen Wein oder Öl. Sing sein Zeugen, was sie schon, da schreit's Gehör und sein Glied rein. Sing sein Zeugen, was sie schon, da schreit's Gehör und sein Glied rein. Ja, wann das Messing schön janzt und wann der Handliche tanzt, wann das Nordliche schreit, dann ist auf den immer Wein. Ja, wann das Messing schön janzt und wann der Handliche tanzt, wann das Nordliche schreit, dann ist auf den immer Wein. Sagt's mir Leidl, was ist heute da am Bach geschehen? Über alles sein kann man's außer sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Mir scheint, da gibt's einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die anvertraut und sagt, Mädlinge, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Da bleibt doch kein Weg besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 bis auf einmal spüssen's vom Fahrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus.
Wiener Wind gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt's einen Laut. Den wissen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den Bruder so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Mädlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Mädling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Mädlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Mädlinger Elga Hoi. Beim Rotzenstadel, da wohnt ein sauberes Madel, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterladen. Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und haben Musik zum Verklopfen. Und der Wasserraschani von der Jägerzellen, der lässt Risser duschen und geht lieber köhlen. Restaurantkugel, auf den er Wasser rupfen kann. Der Hermann falschen Goden an. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, schöne Frauen, sköt verhauen. Was in der Weckern in der Büschel auf die Kugel springt, restens Fisse, die und schein Juche, Graseltanz. Sind schwarze Männer, die die Leute umbringen. Die haben einen Reckfriesel mit Kohlenruhe, sagt schon mir. Aber den heute der sich da eineriert. Aber den heute der sich da eineriert. Auf einmal geht die Tier auf, kommt der Grasleine. Er schreit, ist verloren, holt's noch ja grad auf mich. Los geschwind die Tier los und geht's den Wirten sein Gönn. Weil wir holen uns von der Rechenlein oder so was uns noch fehlt. Wir holen uns von der Rechenlein oder so was uns noch fehlt. Ich hör so gern die Lieder. Was haben wir da? Da ja. Danke, Gras. Ja, die Tonart weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie sie angeht. Die Lieder aus Wien, die Wolfen, die Schapek und die Fiedlermelodie, vom Buam, der als Kleiner sich spült und im Sand, und von der Frau Sacher mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann ohne Drogen mein Wienerlied hören. Und ich los mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, dort spür ich so
da drunter Mulrichsberger, in einem kleinen Haus. Da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher's Haus. Sein blond gelocktes Bierberl, dem bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater ein Kindergegen mit. Da hat er gefragt, was willst denn werden? Gesagt mir's du, mein Kleiner. Drauf hat er gelacht und dann hat glanzt, ein Musikant, ein langer Jung. Sieh durch die Wiener Luft, Walze wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, Blühenmelodie. Schlupfen ins Herz hinein, huschel nur warm sich ein, bist du wie ein Stück von Glück, lange Musik anzubieten. Wie ein Stück von Glück, lange Musik. Nämlich denk ich mir, lass dich rasieren und gehst dann ein wenig spazieren und dass du kein Geld nicht gibst aus, so gehst am Galiziberg hinaus. Wir am Galiziberg, ich wollte ein bisschen eine Abkürzung machen. Weißt? Ich dachte, vielleicht kann ich eine Strophe überspringen, ohne dass ich das Lied da. Geglaubt hat das. Nicht geglaubt. Also sagen wir, ich sehe am Baum. Ne? Und da kriege ich auf. Da kriege ich halt auf am Baum. Ne? Und wie ich am Baum um den Sitz, vom Aufgerollt fürchterlich schwitz, kommt ein Liebespaar versunken in Tran. Ja, und setzt sich gerade unter mein Baum. Aber ich auf meinem Baum bin ganz still, weil man will ja sehen, was der Liebhaber will. Der sagt, ich hab das so gern, ja, da sollst du mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr, so an der Hand. Sie sagt, ich tät die Bitte dir gewähren, ja, aber wer sie unsere Kinder ernähren? Der dritte Brot. Schatz, Aber geh Schatzerl, ich bin doch ein Christ. Na ja, und du von demselben Glauben auch bist. Vertrauen oder drum auf den Herrn. Ja, der wird schon unsere Kinder ernähren. Der schreit alle vom Baum. Ja, aber der Bagage entschleicht sich dann heim. Ja, wenn ich runterkomme, dann sag ich den Herrn. Der Ech mit den Kindern ernähren. Die zwei waren verschrecken ganz blass. Die haben geglaubt, dass der Herrgott schon weiß. Die sind gerannt über Stock, über Strauch. Die haben einen kalten Verloch an meinem Bauch. Ich hab kein Lied mehr gefunden. Daher. Na, das ist alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht, ob wir alle haben, aber. Ein Großteil wahrscheinlich schon. Ich vertraue dir da. Ich glaube schon. Das meiste habe ich gefunden, glaube ich. Pfeifen kann man nicht immer, weil jetzt, wo wir fertig sind. Na geh, jetzt sehe ich das erst. Zum Wohl. Barreiter sagt, juhu, habt ihr jetzt auch endlich die roten Glasl entdeckt. Weltklasse, woraufhin sofort die Aufklärung kommt durch Matthias Gerold, Musikraum. Ja. Jawohl, jetzt bist du ein echter Pawlatschisti. Jawohl, bravo, bravo. Leimend. Na, das hat euch gefallen. Aber zur Entspannung spielen wir ein bisschen was? Instrumental einmal? Ja. Was spielen wir? Taschler, oder was? Ja, machen wir einen Taschler. Patrick, vorher Ja. möchte ich darauf hinweisen, weil du musst mir nachschenken.
Bitte, Aber ich möchte mir nicht. gieße. Ui, der Wein geht aus. Ja. Ich möchte nämlich extra darauf hinweisen, nochmal die Pawlatschisterie. Sozusagen darauf, dass der virtuelle Hut herumgeht und wir dankbar sind für einen Schmattes, den seine Haut sozusagen einen Musikbeitrag, das klingt so arsch, gell? Musikbeitrag klingt nicht, aber halt also quasi ein Schmatter, einen Obolus für die Musik. Ich danke euch schön, nachdem das ja heute online ist, können wir ja nicht wirklich mit einem Hut herumgehen. Da muss das eben passieren über diese Wege, aber ihr kennt euch eh schon aus. Wir sagen jetzt das Dankeschön. Danke. Die Informationen findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung und auf der Homepage überall. Also ein Geld geht es immer loswerden bei uns, überhaupt kein Problem. Wir danken euch herzlich Immer möglich für euren Schmattes. So. Schon das neue Hochlicht, also Highlight, Gerhard Scheurer. Die besten Wienerlieder in Endlosschleife. Ja, das ist ein Wahnsinn, gell? Da war nicht schlecht. Pfeifen haben wir immer ein bisschen spät. Wenn das vorher gesehen hätten mit Pfeifengrammer, hätten wir sofort eingebaut. Beim der Bock, Grammer. Gut, können wir ja einbauen. So, also jetzt haben wir gesagt, haben wir das? D-Moll. Das F. Beim Tabakrammer kommen die Leute zusammen, beim Pfeifen stand in Lerchenfeld. Weil die Feinfegerl ihre Schmiertegel daraus verkaufen, dann ums teure Geld. Und ein Stand war sie, da ist gut Spaße, bei der Madel kaufen die meisten Herren. Und grad bei dem Stadl schreit ein Glanzmadel, an der Boxpfeifen hätte ich gern. Grad bei dem Stadl schreit ein Glanzmadel, an der Boxpfeifen hätte ich gern. Was ist zuletzt geschehen? Ich hab's selber gesehen, was der Schmiedmeister hat aufgebracht. Der hat haben wollen, dass die Schmiedsgesellen nicht Tabak rauchen bei der Nacht. Und die Schmiedshalle hat sein Gesöhnele Brot. Bei der Kohlenkammer gleich da hat der kleine Fell seit der Buchsbeidel in der Kultbutten drin versteckt. Und der kleine Fell seit der Buchsbeidel in der Kultbutten drin versteckt. Gleich bald. Ein Opel-Bus für die Musik, jawohl, ein Opel-Bus. Jawohl. Pfingst, Schmatte ist schon geschickt, mega Wahnsinn. Ist jetzt leider, sagt der Josef Dattl. Danke schön. Schmatte ist künstlerischer Energie. Da müssen wir so mal das Achtel heben auf euch. Auf die Pawlatschis. Ja, was heißt? Was heißt? Auf euch. Sehr zum Wohle. Aber jetzt spielen wir ein bisschen zum Erholen für uns alle, für mich. Für mich auch. Wenn man Patrick genau zusieht, merkt man, dass die linke Hand unbedingt einen Beitrag leisten will. Ja, da ist wohl ein anderes Werkzeuginstrument gefordert. Der kleine Hinweis, glaube ich. Bring mir planmäßig einen Wein mit zum Taschler. Jösses, der Alexander Hauser bringt einen Wein. Jösses, heißt. Ja genau, Schmattes ist eine Art Kurtaxe zu Gast in Wien. Ja. Nein, aber ja, der Mama eben, nicht, weil wir noch den Wein von der Mama eben haben wir ja auch noch, den haben wir noch nicht einmal eingekühlt. Jetzt kriegen wir von Alexander Hauser auch wieder einen Wein. Na ja gut, wir werden das schon packen. Well, wir werden das schon packen, wir sind da nicht so. Achten Sie auf meine Leber, nicht? No. Aber das geht schon. No. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, sage ich immer. Ja, absolut. Na gut, das ist der beim Taschler. Heurigen Marsch von Patrick Knöpferl Rutger. Ich weiß gar nicht, wie das auch geht, das ist ja wurscht. C. Fragst du
wirklich. Schön, ja. Weil das ist gut. Gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist schön. Das freut mich, wenn er dir auch gefällt. Echt? Ein Gramm für Fuß. Nein, das gespielt schon. Aber Aber es macht nichts. wir kommen eh schon in die Schlussgerade. Ja, absolut, quasi. absolut. Ja, die Aber- Menge, das ist mir der Alexander Hauser, der hat uns einen Wein versprochen wieder. Und dann kommt zum Tasche, bringt er wieder einen Wein mit. Aber das macht Alexander, du brauchst ihn nicht zurückhalten. Wir werden das schon mit Zurückhaltung ist falsche Scham. Wir kriegen schwer hin. Das schaut jetzt einmal so aus, als ob wir ein bisschen zu viel Wein hätten, aber nein. Das brauchen wir schon. Das brauchen wir schon. Ja. Na dann los, ich glaube, wir werden es wirklich dann schon langsam zum Schluss machen. Es ist ja fast schon ein großer Aufbruch, kann man sagen, in der Pawlatschn. Da auch, ja. Na gut, das Wochenende war auch, das Wetter war schön. Ja. Morgen gingen alle arbeiten. Ne? Der Rausch will auch ausgeschlafen sein bis Ich gehe morgen. nicht arbeiten, morgen, ich hole morgen meinen Scheißerl. Der Rausch will ausgeschlafen sein bis morgen in der Früh, nicht? Das ist ja vielleicht. Da kann ein Rausch bei uns da bitte. Ja, da weiß ich das, ne? Ich weiß, ich kenne doch meine Arbeit da. Ja, eben. Also. Ja, Ich weiß Gerscherer, schon. ja. Donnerstag gibt es beim Manfred, beim Taschler die vergoldeten Weine. Ja. Ja, Georg sehen wir uns beim Taschler auch. Ja, sehen wir uns. Georg kommt auch, ja, da muss ich was mitnehmen, ja. Ja, ich muss mit. Ich Nimmst du habe mit? für Georg was noch. Für Georg hast du was? Das ist sicher für Georg was. Für mich Kommt ist der nie was. Ackerla Für mich bringst du nie was. Wenn ich Ackerla fragen Was ist Ackerl ist gar nicht da. Ja, Kommt von der Peter Ackerl? Voigt habe ich noch was. Ich muss was überreichen. Ach so, ja. Ja. Jesus, nein. Ich sag nur so viel, es steht im Kühlschrank bei mir. Doch schon, ja. Ne? Habe ich verantwortungsvoll für einen Monat übernommen, ja. Ich kann mich schon wieder erinnern, ja. Kann mich schon wieder erinnern. Ja, weil ich mir dachte, bei mir bringst du nie was mit, ne? Na, der hat es ja selber mitgenommen, nicht? Auch. Ja. Ey, nein, aber ich sage es. Ja, das wird wieder eine leibende Geschichte. Das heißt, ob der Ackerl kommt, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon. Ich frage ihn noch. Ich glaube schreibe schon. ihm noch. Ja. Christoph. Ja, kommt, glaube ich. Also Alexander Hauser wieder am Start, gefreut mich voll. Georg Scheurer, ja, Weltklasse. Die Maggie kommt mit der Marie-Louise, super. Pawlatschn ist die Treffen. Ja, wirklich quasi, wahr. ja, beim Taschen. Wirklich wahr. Es entwickelt sich immer mehr dazu. Fast. Ja, schön. Ich habe noch gesagt, oder? Die Noah hat gesagt, Markus, hast du gesagt, du kommst? Nein, weiß ich, irgendwer, da bitte mal und einer. Naja. Gratuliert, der Markus persönlich gratuliert, das ist schon wieder Patrick. Markus, ich danke Geniale dir Nummer. ganz Geniale Nummer. herzlich. Das stimmt wirklich, das ist eine geniale Danke. Nummer, ich finde es absolut super. Ja, I think I spider, ich glaube ich bin. Ich glitsche diese Games. Weltklasse. Weltklasse. Aber es ist ja, ich weiß nicht, glaubst du, dass der Wein verstärkt? Nein, Das was? nein, wie heißt denn das? Das Cortison? Könnte sein, ja. Ja, schon. Nämlich verstärkt, also Dass die irgendwie. Wirkung besser wird. Weil, nein, ich bilde mir schon ein, dass ich so ein bisschen so Umso mehr einen depperten wieder. Schädel kriege. Ja, Ja. klar. Wird wer, ja. Das Cortison allein macht schon ein bisschen benebelt, der leichte. Wobei ich halt jetzt auch lange nichts getrunken habe. Das letzte Mal vor einer Woche. Ne? Das kann ich nicht behaupten. Das ist ein Wahnsinn. Ich war gestern, was soll ich sagen? Sag's. Ich bin im Weihviertel da. Was soll ich? Was soll ich euch sagen? Sag nichts. So, na gut, pass auf. Ich würde sagen, Es waren dann beim Adi so viele Flaschen offen von Verkost. ja, was willst du machen? Ne? Was hätten wir machen sollen, wir zwei? Besser wird's ja nicht. Gemeinsam haben wir gesagt, ich habe ihm helfen müssen. Ja. Nicht was helfen müssen, aber Du hast nicht viele Chancen gehabt, aus der Sache rauszukommen anders. Ne? Ja. Das ist mir schon klar. Das ist mir klar, vollkommen klar. Heidelös, alte Lagen, Riesling, Blütenmuskateller und zum Schluss noch einen Sandboden zweigelt. Herrlich. Ja. Herrlich. Skyfall! Die Skyfall ist da. Jetzt wollen wir gleich sagen. Wenn man Medikamente nimmt, soll man bei der Ernährung nichts umstellen. Bravo, Matthias Gerald. Bravo, Matthias. Das Bravo. ist ein guter Hinweis, mit dem kann ich arbeiten. Stimmt doch. Ich habe immer nur einen Gicht dann verkriegt, wenn ich eine Diät gemacht habe oder eine Fastenzeit eingelegt habe. Ja. Bumm, zack, 10 Tage später ist meistens habe ich einen Gicht dann voll gehabt. Du isst noch einmal Gemüsesuppen, gell? Zack, Ja. schlägt schon zu. Ja, Ja, das das ist ein Wahnsinn. Mein Viertel sagt alles, sagt der Spaziergang. Na schau, das Skyfall, das taugt noch voll. Skyfall, das gefällt mir sehr. Und irgendwas wollte ich da jetzt noch, irgendwas wollte ich loswerden. Was war das? Siehst du das? Ja, vergessen wir jetzt auch. Also, das ist die Kombination. Ist das, weißt du? Siehst du? Merkst du?
Ich weiß gar nicht, wer bin ich, wer bist du, was bist du, wer seid ihr? Am Zipfel an Zylinder drauf. Das geht in meine Ja, Sammlung. das war, weil ich schon beim Zylinder war. Ich verstehe dich völlig. Am Käpferl. Und ich habe aber schon das Z schon im Mund gehabt quasi. Nicht? Zipfel an Zylinder drauf. Ja. Da muss man direkt nicht schlecht. Der Thomas Franzke müsste direkt eine Grafik machen. Ja, genau. Genau. Schön. Irgendwas wollte ich sagen. Mein Humor. Und ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr was. Was wolltest du sagen? Taschler waren wir vorher. Ja, irgendwas. Ja, das wollte ich sagen. Taschler, weil der Georg Scheurer schon geschrieben hat. 2 Goldmedaillen gemacht. Ja, ich weiß. 2 Goldmedaillen gemacht. Und das heißt. Und ich kann das nicht einmal begießen mit Manfred am Donnerstag, weil ich bin ja der Autofahrer. Naja, du kannst ja. Naja, ich nehme ja da auch noch. Das kann ich sagen. Vorsicht ist geboten. Ja, du musst halt langsamer fahren, was du mich anführst, weil ich nicht auskenne. Na, das geht so, Na, mir gefällt es schon wahnsinnig, also Taschler eröffnet sozusagen den Reigen im Juni, 16er Buam, da haben wir Gott sei Dank wirklich ein paar schöne Auftritte, schöne Konzerte, schöne Engagements. Wirklich Engagements auch dabei, nämlich. Das gefällt uns und ist auch wirklich dringend notwendig jetzt. Muss ich echt sagen. Ja. Warte, wenn ich da schon ein bisschen den weinerlichen Ton habe, tue ich nochmal den Schmattis ein, ich tue es nochmal einblenden. Passt Gott. Wir danken euch herzlichst für euer Dabeisein, für den wunderschönen Montag, den ihr uns gestaltet habt, obwohl eben nicht alles so etwas Schaum gebremst, aber es passt. Ja, aber ich habe mich trotzdem gefreut ja. Und ich habe es gern gemacht und hat mir getaugt und der Grund, warum ich das jetzt einfach beschließe, ist wirklich nur der, dass nur eine Flaschen können wir nicht aufmachen, weil dann bin ich wahrscheinlich blank. Und ich trinke nichts mehr. Das soll es ja wirklich nicht sein. Das heißt, wir sagen Dankeschön für euer Beisein. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, grüß euch, servus, grüß die Hände aus der Pawlatschn. Wie jeden Montag 20.15 Uhr, sagt es bitte weiter, dass es uns gibt. Teilt uns, liked unsere Beiträge und... Nächste Woche wieder aus Donaufeld oder vielleicht aus Eibestal, aber das lassen wir vielleicht noch Eibestal, ja, das könnte wir noch entstehen. Ja, das werden wir noch... Wie es ausschaut, ja. Das werden wir noch schauen. Wir sind da sehr spontan bei sowas. So ist es. In diesem Sinne, auf euch, Dankeschön. Macht's es gut. Weil so das letzte Lied ist, aber wirklich Passenheit tut es ja nicht. Aber trotzdem, die letzte Bitte gilt stets dem Wirten. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben jetzt gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch Gewand worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön, wirklich, und es hat uns wieder mal gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben nicht Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Spielen Sie einmal. Er wird ein Vorschlag,
Ein allerletztes Viertel. Weil jetzt wird's fürs Handy langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Handy langsam Zeit. Alles Liebe. Viert euch gut. Macht's es gut, viert euch gut. Schönen Rest Pfingstfeiertag noch. Bis demnächst. Viert euch. Viert euch.